Auf einmal wird der Pressesaal des Parlaments gestürmt von wütenden, teils maskierten Anhängern der bisherigen rechtskonservativen Regierung. Sie prügeln ein auf oppositionelle Abgeordnete, die sich hier gemeinsam mit Journalisten verschanzt haben. Blutig geschlagen wurde auch Zoran Zaev, sozialdemokratischer Oppositionsführer, der zwar eine Mehrheit im Parlament hat, aber keine Regierung bilden soll. Die brutalen Ausschreitungen sollen offenbar einen demokratischen Machtwechsel verhindern. Entsetzen überall in Europa. Dort muss jetzt endlich eine Regierung gebildet werden. Das gab demokratische Wahlen. Und dass die bisherige Regierungspartei das verweigert, dass ihre Anhänger das Parlament stürmen, Abgeordnete schlagen, ist absolut nicht akzeptabel. Doch statt einen Machtwechsel zu respektieren, verlangen die aufgebrachten Anhänger der abgewählten Regierung Neuwahlen. Alle in Mazedonien müssen sich jetzt an die Verfassung halten. Das Land muss einen Weg aus dieser ernsten Krise finden, was sonst gefährlich werden könnte. Gemeint sind ethnische Spannungen zwischen Mazedoniern und der albanischen Minderheit. Mehrere Stunden nach den Ausschreitungen übernahmen Sondereinheiten die Kontrolle über das Parlamentsgebäude. Die Polizei spricht von 100 Verletzten. Staatspräsident Ivanov hat für heute ein Krisentreffen angekündigt, um mit allen Parteivorsitzenden zu beraten.